Herzlich willkommen für die Mehr-Edition von ADR Tele, die dieses ganz am Zeichen von der Gemengewahlen vom 11. Juni steht. An hier sind die Titeln von dieser Sendung. Ob an der Stadt am Zentrum, zu Beeteburg am Süden oder am Eisleg, als Sektionen sind gut abgestaltet, die Wahlkampagne lebt auf Heichtouren. Die ADR zielt den 11. Juni auf für mehr politische Machtbestimmung von den Bürgern via lokale Referenden durchzusetzen. De Fred Koip fordert die Regierung op, für endlich etwas gegen die Negativkonsequenzen vom unkontrollierten Wurstem zu erholen, nachdem auch als Gemenge leiden. Den 1 Million Einwohnerstaat als politisch gewollt, man nicht realistisch, weil als Lebensqualität weiter auf das Spiel setzt. Ein paar hundert Staater Einwohner haben hier Unzufriedenheit ausgedrückt, was das große wahnsinnige Velosbrick-Projekt über dem Neudorf angeht. Dem blau-schwarzen Schafferrot gouf eng neue Petition überreicht. Da der ist die einzige Partei, die das wichtigste Anliegen von den Bürgern unterstützt. Für das die Jung an ihrer Gemeinde können wohnen bleiben. Für das ihr an ihrer Gemeinde mitbestimmen könnt. Für das Referendum. Wir wollen als Vereine unterstützen. Für Lebenswirtschaften, wo die Einwohner sich wohlfühlen. Für eine gut gesundheitliche Versorgung überall am Land. Weil wir uns Gemeinde gerne haben. An unserer Hauptstadt hat die Lokalsektion 5 Hauptpunkte für die Gemengewahlen. Mehr Machtbestimmung von den Bürgern, mehr lose Wurstem von der Stadt, mehr Sicherheit, eine bessere Mobilität auch mit dem Auto und mehr Lützebäuerisch am öffentlichen Raum. Die zwei Spitzenkandidaten stellen sich da vor 4. Lützebäuer Spruch aus der Partei, leidet aus der Partei ganz um Herzen. Und wir können auch im Gemengenniveau ganz viel dafür machen. Lützebäuer Spruch am öffentlichen Raum fängt zum Beispiel an, der Gemengesitz von der Stadt Lützeburg. Das ist ganz flott, ob das auf Deutsch, oder Französisch oder Englisch, das nicht auf Lützebäuer. Da kann ich schon mal aufhängen, auch mal auf Lützebäuer Publikationen machen. Wir warten nicht alles hat man tun, alle Versammlungen, all öffentliche Demonstrationen, alles auf Lützeburg, für allem Lützeburg. Gibt das Diversität, das ist mir kein Problem, dass Diversität gibt, aber Sprache. Wir wissen noch, dass die Menschen von der Stadt ausgegangen sind. Mit Priorität soll auf Lützeburg sein, für was Lützeburg als Spruch von Integration und so auch gemeinsamer Spruch sind, auch an der Stadt Lützeburg von unseren Einwohnern. Ich kenne eine Dose Leute, die verfallen sind. Wir müssen noch wirklich mehr für unsere Sicherheit machen. An HDP und CSV die kommen mit ganz vielen Proposen. Mit Frage natürlich immer, für was kommen sie mit diesen Proposen? Anstatt für ein paar Jahre dürfen das von mir immer gemacht und das haben wir in der Chambre gemacht. Wir fragen immer für transparent Statistiken, dass die Bürger mal genau weiß, was wirklich aufläuft und dass da wirklich dafür kämpft. Wir versprechen nicht, dass wenn wir an den Gemeinderat kommen, dass wir da alle Sessionen als für eher Sicherheit ersetzt werden. Unserer Meinung nach sollen Bürger mitbestimmen, was um großes Projekt geht. Weil konzerniert sie auch. Wenn ein grosses Bauprojekt gemacht wird, wenn ein ganz neue Karte entsteht, ist so just Bahn de Gasprojekt, ist so just Umkehrspierchen, da sollen die Leute mitbestimmen. Die Leute sollen mitbestimmen, ob sie das wollen, ob sie die Karten wollen. Da kann ich hier über 2 Wege, entweder eine Direktdemokratie über Referendum oder aber, dass ihr seht, dass ein bestimmter Prozentsatz von Gemeindekonseillern, wenn die das fordern, muss per Referendum muss das gemacht werden. Das muss nicht unbedingt ein Referendum sein, dass die Leute auf die Gemeinde bewegen müssen. Das kann ja auch online gemacht werden. Ich meine, heute als Technologie so weit, dass das auch auf die Manier geht. Ich meine, alles, was die Leute direkt konzerniert, was die Leute an ihrer Lebensqualität konzerniert, muss die Bürger gefragt gehen. Und eine andere Sache, wo auch Demokratie, Direktdemokratie kann stärken, über die Interessenvereine. An dass de Schafferrot Bürger an der Stadt Lützeburg nicht genug an den politischen Decisionsprozess mat abend, weist Beispiel vom Projekt Velosbrick über dem Neudorf, die von die Greng 4 Joren initiiert gouf, an die Natur op der Platz zersteiert, mat de paar Hektar Büsch, die aufgeholzt solle gin. Iwer 230 Familien respektiv Stäit hunn Petiioun géint de gréisse wahnsinnsche Velosbrick-Projekt, den moment bald 30 Millionen Euro Kachtewert ënnerschriwen. Dovunnen sind da 60 vum Zens, die Leiit, die dat gunnet op dem Emplacement wëllen,
feiert sich weil Schaf an die Erne aus dem Neidorf. Das heißt, die Leute wehren sich Fermenter gegen auf der Platz. Und wir sind bereit, wir haben das schon proposiert für Erne Emplacementer. Wir wollen nicht tun, dass die Natur auf der Platz, auf Lützeburg kann ich ruhig so freck gemäht wird. Du hast ja als Bilder gesehen, die wir für Drogen gewissen haben, darum es geht. Und wir haben eine Hoffnung und der nächste Schafferrot, dass wir höchstwahrscheinlich mal ein als Nolausstadt nicht nur den Neidorfer, sondern auch den anderen 3 Quartieren. Op Seite vun den betroffenen Awohner as net géint, dats die 3 Staater Kartien iw eng Velospist man nee verbonne ginn, ma war net op enger Platz, wo soviel Schein Natur dofir geaffert soll ginn. Dat do kënnt alles wäch, huet de Mobilitéitsschaffe grosäteg och sech gebretzt. Alles voller Bëtter muss opgepompelt ginn. Hei ass die Äner seit, dat ass e Bärm den ass Natur. Dat dat Foto sinn e bisssen ze kleng. Für dat war großen Ausmaß, dat mischt, wer du alles fortkennt. Und dat ist traurig. Die Leute, die davon schwer betroffen sind, wie die Neidorf oder die Zense oder die Walmschaffer, die Leute sind auch noch betroffen im Ganzen, im Impacto. Nicht ein Kehr mal gerufen gehen, nicht ein Kehr mal gefragt gehen, kommt an eine Reunion, es geht einfach alles dezidiert. Wir wissen, dass du nur da hast, dass ganz viele Lehren da sind. Da geht der Bisch an 2 gespleckt, frisch, auf den 2 Seiten. Und da könnt ihr alles von Vegetation weg. Und das habe ich ja schon 100 Mal erklärt, von dem Wetter, den da angepumpelt wird. Und das ganz, also das ist ein ganz schlimmer Impact auf die Natur. Und da muss das Ministerium sich viel mehr oder Hand setzen und das überprüfen. Von aktiver Biergerbedeeligung wie ADR se fordert, dem no keng Spur, soviel zum Demokratieverständnis vum bloschwarze Schafferrot an dene Staater geringen. Bei enger Debatte an der Chamber huet de Fred Keup den zostännege geringe Minister Turmes opgefordert, Landesplanung zu überdenken, a fir endlecheppes géint die Negativkonsequenzen vum unkontrollierte Wurstem ze erhoelen, ennner dem auch Gemengen am Land ze leiden hunn. Mit gouf eng Zeit fir 40 Joer de kunzegen Erbesteuer am Land mat eng Familie mat enger Pai, die kun ze scheien Haus lechten, mat engem Gerd, mat enger Garage a mat de Kanner do wunne. Dat war Lebensqualität, wann so Staat gefusinn sind unbedingt op 30 Kilometer gewut mir so mal run im Staat und sie 10 Minuten gebraucht für op die Glasie. Dat war eng Lebensqualität, die man haut leider so am Land gonemi fannen, a für ganz viel Leid als die Situation sowieso komplett unbezahlbar. An haut muss zu 2 schaffen goen an da bringt den Fleisch fertig an Appartement vunnen zu goen, a wahrscheinlich nach gut weide wäsch vun der Arbeitsplatz. Dafür sind ich net ganz der mat d'accord, wann ihr seht an einem schöne lewe Land. Ich mengen ganz klar an diesem Beispiel zu illustrieren, dass die Situation net besser gin ass. Lützeburg wiest am Joar durchschnittlich 12.000 Einwohner die letzten Jahre, und das mischt 2% aus. Für den Vergleich in Europa leiien die Länder, die am meisten Wursen ausser mir bei 1%. Wenn man das rechnen, wenn man das wirklich so weitermachen, wann das doch geschieht, da steigern wir uns von haut 650.000 Einwohner auf über 1 Million Einwohner am Jahr 2050. Verschiedene Etüden gehen sogar nach mir weit. Und das, liebe Kollegen, das am Anfang am Mengen noch einmal für ganz viele Leute Wahnsinn. Ein schrecklich unkontrollierte Wurstum, den zu den bekannten Problemen feiert, wo man nur probieren, sie zu lösen, und Platz Probleme an der Wurzel unzupacken. Und die Probleme sind dann die extrem hohen Wohnungspreise, die durch die Wurstum kommen. Der Verkehr immer mehr Stau, Neues, Mittes und Novus, nirgends geht es mehr. Die merkt quasi, wie von Jahr zu Jahr braucht er für dieselbe Straße 1 Minute mehr, 2 Minuten mehr. Die merkt, wie es mir schlimm geht. Zur Betonierung von der Natur, der Mangel, den wir haben, und Infrastrukturen, und Schulen, und Kliniken und so weiter. Probleme, die wir haben, auch am sozialen Leben, soziale Kohäsion, das ist auch ein Wort, das wir am Dokument der Identität, Kultur, Patrimoine, die verschwindet.
Trotz all dem Wurst, den es die Negativkonsequenzen bringt, haben wir dann aber nach hier am Land immens viel Leute, die unter der Armutsgrenze leben. Und das ist am Anfang etwas, wo ich muss sich vorstellen, ob das wirklich das ist, was wir hier für Lützeburg wollen. Wenn es so weitergeht mit dem Wurstum, da werden Preise, egal wie, weiter klammen. Preise klammen, wenn es dem Konkurrenzdruck, den immens stark ist, weil den immens groß Demont ist, weil immens vielleicht zu Lützeburg wollen schaffen und dann noch wollen wohnen. Er will reinkommen. Parallel zum Bevölkerungswurstum ist 12 von motorisierte Gefährer abgegangen von 200.000 am Jahr 1990 auf heute über 500.000. Pro Jahr gehen hier im Land 10.000 Autos mehr wie das Jahr verdrehen. Dazu kommen danach die Autos von den Frontalien. An 12 von den Frontalien hat zugeholfen von 50.000 am Jahr 1995 auf heute über 220.000. Die Verkehrssituation wird sich also weiter dramatisch verschlechtern. Kommen wir mir nicht vor. Weder den öffentlichen Transport noch der Straßenbau kommen dem unkontrollierten Wurstum hannendrun. Dabei könnt nach, dass man auf den Fehler machen, dass gerade die ländlichen Gemengen auch noch viel mehr sehr wursen. Zur Betonierung von der Natur. Wir haben von 1990 bis 2015, das sind 25 Jahre, mehr Terrain hier am Land verbaut, wie an denen 2000 Jahre verdrehen. Am Jahr 1990 waren 4,3% von diesem Territorium verbaut, am Jahr 2015 waren es 10% und heute sind wir bei ungefähr 12%. Für das Konsequenz, wo steuern wir hin? 1 Million Aufnahmen im Jahr 2050 und dann 1,1, 1,5, irgendwann vielleicht dann 2 Millionen. Wir müssen uns bewusst sein, dass lang, wenn wir auf 1 Million Einwohner kommen, da sind wir auf 650.000, da muss man ja quasi alles, was wir hier am Land tun, plus 30-40% setzen. Oder quasi verdoppeln, wenn wir auf 1,2 Millionen Einwohner kommen, was ja hier als realistisches Szenario durchgestaltet. Das wären dann doppelt so viele Wohnungen, doppelt so viele Schulen, doppelt so viele Geschäfte, doppelt so viele Kliniken, doppelt so viel Wasserversorgung, doppelt so viel Abfall, doppelt so viele Sporthallen, Straßen, Schienen, Kläranlagen, Bussen, Lehrpersonal, Polizisten etc. Wir haben eine Diedlinger Autobahn, die wird 4 Spuren ausgebaut auf 6 Spuren. Dann wollen wir Richtung 800.000 Einwohner gehen, dann muss man sie vielleicht auf 10 Spuren ausbauen. Aber wenn wir weitergehen, dann muss man sie auf 12 Spuren ausbauen. Aber wenn wir weitergehen, wenn wir auf 1,5 Millionen Einwohner kommen, dann muss man 16 Spuren haben auf der Autobahn. Das ist die Konsequenz, die könnt. Und wir kommen dem Tempo gar nicht dran. Wir bauen eine Stellentram für op Esch, die planen wir. Die soll 2035 fertig sein, wird wahrscheinlich nicht wird geschehen. Wir wollen den mal überlegt, die Zeitspannen, die wir brauchen, für ein Projekt wie einen schnellen Tram op Esch zu realisieren. Und das schwätzt nicht mal nicht von der Umgehungsstraße zu Esper oder zu Kersching, wo wir 20, 30 Jahre brauchen und dann können wir noch nicht. Wie sollen wir dem Wurstum an Druck kommen, den wir aktuell haben, wenn wir so los 4 gehen? Ja. Und ich meine, dass wir das einfach die Wurstum hier am Land nicht packen können. Und ich meine auch, dass durch die Wurstum, die wir haben, als Lebensqualität grave raufgeht. Ich komme nun zum Schluss und froh ist ganz einfach, ich meine, das ist die wichtige Frage, die besonders hier gestaltet wird. Wie viele Einwohner wollen wir überhaupt zu Lützeburg haben am Jahr 2050? Das ist die Frage. Den 12. Mai huet d'ADR de Kaderprogramm vun de kommunale Wahlen der Presse präsentéiert, an dat vun engem vollmotivéierten Parteipräsident. Mit reden an 11 Proportsgemengen, do sind der 7 am Süden, 3 am Norden, an dann d Staat selber, dat das englecht méi wie bei den lächten Gemengewahlen. Zu summen hummer do 167 Kandidaten, an da kommen natürlich nach dé dabei an de Majorsgemenge, wo man do ein ganz Party hunn, sodass wir bald am ganzen op 200 Kandidaten kommen. Natürlich an de Majorsgemenge die Tri die net unbedingt dunnen dem Siegel vun der Partei, méi ich da
persönlichen Numm oder an enger sogenannter Biergerlecht, wie es dann überall auch da gibt, wo Majoritsgemengen sind. Wir haben noch 23, von richtig informiert sind 23 von denen Leute, die an der Proporzgemeng kandidieren für die ADR. 23 Leute sind nicht Lützeburger, also sind Ausländer. Und dann haben wir natürlich ja, ein ganz Party von verschiedenen Nationalitäten an den verschiedenen Gemengen, was ja vielleicht dem widerspricht, was auf der ADR Fähigkeit gibt. Ihr seht, dass wir da gut vertraut sind. Man Leute aus der Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Italien, Montenegro, Portugal, USA, Senegal und schmengt sie nach in oder anderen Land vertraut. Ich kann die Hauptpunkte vielleicht kurz durchgehen, die als immens wichtig sind und die also vielleicht unterscheiden noch von den anderen Parteien. In einem gewissen Sinn. Der nächste Punkt ist den, dass wir ganz viel auf Mattbestimmung von den Leuten pochen. Das ist eine die mir interessant fanden, von den zu wichtigen Projekten oder wenn die Leute zu gefordern, ein Referendum organisiert, wo die Leute können, auch wieder eben das, anonym an der Wahlkabine Kreuz machen bei Ja oder bei Nein. Das ist für uns richtig Mattbestimmung und das ist immens wichtig, weil wir festgestellt, dass relativ oft geht an die Gemengen von einem Chefrot oder von einem Gemengerot der bis nie wat Kap von den Leuten wäsch décidéiert. Ein weiterer Punkt ist dann die Fundungspolitik. Ich meine, das geht natürlich viel mehr weiter. Wir müssen ganz ehrlich sehen, dass man die Probleme, die regelmäßig zugeschwert gehen, auch an den Medien, dass man die hier im Land wahrscheinlich nicht so schnell gelöst kriegen, wie verschiedene Politiker das als wollen weiß machen. Das ist nicht richtig. Wir haben einfach ein enormes Wachstum, weil das Land attraktiv ist. Dadurch entsteht die Menschen Konkurrenzdruck von immer mehr Leuten hier im Land für die Wohnungen, die da sind. Auch wenn wir in den letzten Jahren ganz viel gebaut haben. Dann nächstes Thema, das für eine familienfreundliche Gemeinde, das ist etwas, was das ganz gut steht. Wir sind immer da engagiert, wo es um die Familie geht, als RDR, wir sind eine Partei, die für die Familie da ist. Das ist unter anderem zum Beispiel, wenn wir ältere Geld auf nationalem Plan freuen, und das ist natürlich dann etwas, was wir an die Gemeinde wollen umsetzen, dass wir da hauptsächlich auch nur der Familie gucken. Dann nummer ein nächster Punkt, das Lebensqualität, die wir wollen erhalten, das ist natürlich auch etwas, was wahrscheinlich nicht seht, dass okay geht Lebensqualität. Wir setzen das aber entgegen mit etwas, weil das Lebensqualität am Moment die Menschen so beeinträchtigt, dann das den starken Wachstum, den wir haben. Und auf viele Gemengen ist es so, dass die Lebensqualität in den letzten Jahren raufgegangen ist, weil immens viel Wachstum war. Das heißt, alles, wenn weiter gebaut wird, verschwindet Natur. Alles, was weiter gebaut wird, dann entsteht neuer Verkehr. Und das sehen wir auf vielen Plätzen. Und danach fragt sich, wie kriegen wir das da gelöst? Und wie ist eine Lösung? Da wird die Umgehungsstraße geschwert, das dauert 30 Jahre, bis es gebaut wird, von überhaupt. Und da ist es dann einfach zu gucken, was ist am Interesse von den Bürgern an einer Gemeinde. Dann haben wir den nächsten Punkt, das ist etwas, was im Moment natürlich relativ viel diskutiert wird. Wir hatten noch so eine Interpellation in der Chambre, und das ist die Sicherheit, die Bekämpfung von der Kriminalität. Das betrifft nicht unbedingt alle einzelnen Gemeinden, und trotzdem vielleicht mehr wie ihr meint. Und ich meine, da schwätzen wir hauptsächlich auch über die Stadt. Es geht doch da gar nicht darum, für die Diskussion Techen zu verbieten. Das ist eine andere Geschichte. Mir geht wirklich darum, für Sicherheit zu sorgen, dass die Leute können hier in der Stadt, zum Beispiel oder auch am Süden, in verschiedenen Gemeinden, zu aller Zeit draußen sich können bewegen, ohne müssen Angst zu haben. Und ohne auch überfallen zu gehen. Dann haben wir noch einen letzten Punkt, und das ist auch etwas, was gut kennt von der ADR, das ist die Integration an Spruch. Wir haben heute an unseren Gemengen einen immensen Va-et-vient von Leuten. Wir haben noch immer mehr Leute, die aus dem Ausland kommen, die natürlich oft dann Begebenheiten nicht kennen. Das ist ein schwieriges Exerzice, das muss ihnen auch mal so gehen, dass Bürgermeisterin so und dadurch vielleicht nicht immer so direkt öffentlich. Ich kann mich mal erinnern, dass den alle Bürgermeister von Straßenlenker gesagt hat, dass immens schwer die Leute, die da wohnen, zu erreichen. Ihnen doch zum Beispiel den Satz gesagt, wenn wir etwas organisieren, und wir rufen die Leute, wir binden ihnen etwas, kommen immer die 200 nämlich, an die anderen 1800,
die hun nicht mat der Gemeng quasi ze dienen. Das etwas, was wir haut ganz viel hun an den verschiedene Gemengen Liewen ass nemi so dober Zeit nu geändert sinnmi bistroen soviel dort gin nach fest organisiert. Wie gesot da kommen oft leider immer nemmen die nämlichlech die kennt der Gotte. Und da sei sie mens wichtig, dass sie trotzdem an engem Dörf oder an enger Gemeng zu Summe liewen huet. Voilà, dat sind als Lo als Hauptpriorität, wie ein ganz Partianer China als dem Wahlprogramm, wo dem Naturschutz geht etc. Mobilität, wo man auch net da man da verstane sinn, wéi am moment vill Gemengen proposéieren, wo den Auto quasi immer nemme wäch gedränket, wo immens vill dat just nach Heeren zu Beetebucht schmengt der Schener gut, wann se mir willen Probleme zu Beetebuch vum Verkeier lesen, an dems ma Wëllo fuhren an zu Foskoe promoveieren, mit dat de Problem vum Verkeier am Endeffekt net lesen. An schmengen dat wichtig ass, dat se och den Auto mat denkt, well Leiit werden nach an Zukunft och ma Auto fuhren, an dat so recht vun de Leiit. An geht net drms fir iwwerall Parkplätzen ze verbieden. Mir brauch noch Parkplätzen, zum Beispiel hai an der Stadt. Dat das Grund fir wat dats immer manner Leiit hai mit an Staat geht sinn net viel Leiit in der Weh, dat das Grund vun. Lohel meier Schmat an den Norden, wo sech vill Awunner als Zweetklassbierger fielen. Ënner der andere ma sachen öffentlichen Transport. Zugstreck fir an Deisleg ass nach ëmmer erbrach, an Zter lange Meint mussssen tausende Bierger op Ersatzbusser zurückgreifen, a verleieren dodeger alldach viel Zeit. Wir stehen heute zu Kautebar op der letzter Station von unserem Zug am Norden, wo net mi weiterfiiert. Mir ha Leute, die bis an den Süden muss schaffen go, respektiv Schüler, die muss bis du hinkommen. Die bannen an engem Dach aber 4 bis 5 Stunden verleieren. Dummer da sie mir net d'accord. Der äußerst bekannt vom letzten Jahr uns schon aus der Feld zu Bierden, die schon eine extrem Problematik hat, was extrem Schläfe gelosgin ist, wo wir als ADR nicht d'accord dummer da sind. Am mir sucht du run Halle 4 können du Miséier an der Restaurant zu go, fir dass dat Miséier vum Dich könnt. Wéi gewusst ass den Tunnel Schibusch noch immer zo. Das kein richtig Kommunikation do wie nie wat wo derem sollt opgoen. Mir als ADR forderen eng transparent Kommunikation, fir dass man méi konkret gesot kree, wie nie den Tunnel sollt fertig gehen. Anders als Mobilität natürlich méi normal und trolle könnt. Dafür steht ADR an dafür stehch. Für das sich etwas ändert, als es wichtig für am Kader von den kommunalen Wahlen auch ADR am Eisleg massiv zu unterstützen. Als Präsident von der ADR Norde sind ich hofrisch drauf, dass wir am Eisleg mal 3 Lüchten bei den Gemengewahlen untreten. Das sind Ölwen, Klirf und Wünscher. An Probleme, mit denen wir an unseren Nordgemenge konfrontiert sind, sind groß. Allgemein ist zu sagen, dass der Norden punkto Infrastruktur, punkto Verkehr, Gesundheitsversorgung nicht so gut abgestaltet ist wie den Zentrum oder der Süden. Für die aktuelle Regierungspolitik hat der Norden einfach kein Gewicht. Als ADR sehen wir das auch nicht. Wir wollen als Region abwerten und vor allem verhindern, dass als Ortschaften zu Schlafgemengen gehen und mehr aussterben. Beispiel Klirf. Post gewurf gezünn, d'Aptik gewurf gezünn, Bank huet nach just ganz limitiert Öffnungszeiten an noch eisem Geschäftsliewen kennt et besser goen. Wo man sos 2 an 3 Metzlereien hatten, as Logoneich mit do. Geschäftsgebäier steht eidel, verlotteren, Gleit kommen nëmi op Klirf gefuhr fir Kommissionen zu machen. An alles zentriert sich op Großgeschäftszonen. An dat das auch politisch gesteuert. Färs ist dat net akzeptabel. Wir wollen net stiert an dir wie Klirfnies opwerten, an dems mir so planen, dat net alles vu Klirf aufgezuget. An der Geschäftsleit zum Beispiel bei der Akquisition vu Gebäudigkeiten entgegenkommen. Wo bleibt Politik für die Jung? Als ADR Klirf fordere mir schon seit Jahren Planung von enger Jugendherberg. Deier Luxushoteller sind just für eine bestimmte Klientel. Wir wollen als Staat für Klirf für all Bürger attraktiv machen. Das ist von unseren Hauptzielen, für die wir uns bei den Gemengewahlen ersetzen werden. Da der ist für den 11. Juli eine wirklich Alternative für eine bessere Gemengepolitik am Norden. So nicht merci. Vom Norden gehen wir rüber an den Süden, und zwar bis auf Beetebusch, wo die Verkehrsproblematik immer mehr groß geht und die Lebensqualität der Bürger immer mehr stark aufstellt. Als groß als die große Verkehrsproblematik heute zu Beetebusch, wo demnächst soll eine große
2 Gros Chantieren ha zu Beeteburg zeitgleich ugoen. Dat heißt, Deisebundsbrick soll ha erneuert gin, wat quasi Beeteburg an 2 deelt. An zeitgleich soll en Chantier ugoen, die einerseits an der Rue de la Gare, Route de Luxembourg an der Route d'Ache, fir du auch noch alles frisch zu machen. Was eist du Herz leid ass, dass wann die 2 Chantieren zu Summe laufen, gëtt Beeteburg an 2 gedeelt. Dat heißt, die Engleit komme von der anderen Seite nicht mehr auf die eng Seite. Was mir lo fordern ist, dass die Gemeinde die 2 Chantieren nicht zeitgleich möchte. Also in dem Sinne wird dann dramatisch, wenn die 2 Chantiere gegen Summe laufen, der Tisch von Deisebundsbrick gegen frisch gemäht gehen, an den Durchchantier gegen zeitgleich laufen. Ja, wir stehen auf der 2. Platz, wo den 2. große Chantier heute zu Beeteburg soll dann zeitgleich mit dem von der Eisenbahnsbrick laufen. Und die sieht ja schon, dass immens viel Verkehr hier ist. Wir sind ja nicht mal 5 Bauern. Und hier kommen 3 Hauptachsen zusammen, das heißt, die aus der Stadt kommen, die von Dietling kommen und die von aus der Richtung aus der Mondorfer Straße kommen. Und da ist schon immens viel Trafik hier zu Beeteburg. Und dann zeitgleich die 2 Chantieren zusammenlaufen, fällt Beeteburg an den absoluten Verkehrschaos. Und wir geben wirklich einen Appell und Gemeng machen, die Chantieren nicht zeitgleich zu starten, weil die sieht ja schon, es ist kaum auszuhalten. Wir sind für familienfreundlich Gemengen. Wir stecken Sicherheit hier auf der Gare, gerade wie an unseren Ortschaften. Wir wollen die Natur von unserer Heimisch erhalten. Für eine Mobilität, die funktioniert, auch mit dem Auto. Weil wir als Gemengen gerne haben. De ganzen Wahlprogramm mat doch den 100 Punkten fir eng einer méi gerecht Gemengepolitik fand Di Internet op RDRLU. Als Emissionioun könnt Dir wéi gewinnt op der Tele Doc, aber ja per TV kucken, informéiert Dich op Facebook och an mir gesinn als den 9. Juni fir eng neii Sendung. Ädi a Merci, dat se mat dabei wart.